I'm not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain and mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I not ready? Endlich ist es wieder so weit, es geht ums Auto. Ein oder andere hat sich sicher gefragt, wie es jetzt aussieht mit dem Sternenhimmel. Und für all die sich jetzt denken, hey, irgendwie ist das eine ungewohnte Location, in der ich mich da gerade befinde. Das ist unsere Tiefgarage, die wir haben. Und weil es draussen ein bisschen pisst und es ist ein bisschen später am Abend, das heisst, da innen habe ich mit dem Licht ein bisschen besseres Licht. Ich hoffe, ihr hört mich einigermaßen okay, weil wir haben es mittlerweile, was haben wir? Sonntagmorgen um 3:30. Und wir filmen jetzt das Video an, weil ich gemerkt habe, fuck, ich sollte das heute noch aufladen. Das heisst, wenn ihr das Video jetzt wahrscheinlich seht, ich weiss nicht, wann ich es schon aufladen, ob ich es am Sonntagabend erst schaffe oder ob ich es am Sonntagmorgen noch schaffe. Ich kann es nicht garantieren, wann das online kommt. Aber ich hoffe, es kommt noch online. Und ich wollte euch unbedingt noch zeigen, wie das jetzt aussieht mit dem Sternenhimmel. Er ist jetzt fertig eingebaut. Und es ist, seit wir das Video aufgenommen haben, sind etwa 3 Monate vergangen. Weil, ja, ich lade ja das nur alle 4 Wochen einmal auf, das Ganze. Und durch das ist natürlich jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Heisst aber auch, ich kann euch ein erstes Feedback geben, wie es mir gefällt persönlich. Und vielleicht, was ihr daraus lernen könnt, wenn ihr das selber möchtet machen. Und ich sage, ich nehme mich jetzt mal von der Kamera retten und dann gehen wir mal ins Innenraum. Jetzt steigen wir mal ein und schauen, dass wir so. Also, die gewohnte Location, Steuerrad, Auto, Schlüssel steckt. Wenn wir jetzt eigentlich drehen, dass da die Zündung angeht, da schaut das Licht aus. Jetzt habe ich da unten, momentan ist es noch da. Mein Ziel ist eigentlich, dass ich das nachher alles anders verkabele, dass das nachher da unten in der Mittelkonsole seinen Platz hat. Aber jetzt, wenn ich da aufs Knöpfchen drücke, geht der Sternenhimmel an. Und man sieht, er leuchtet jetzt oberhalb von mir und er funkelt auch. Und was es alles so für Möglichkeiten gibt, erkläre ich euch gerade. Aber zuerst müssen wir noch etwas machen, weil vielleicht ist es dem einen oder anderen auffallen im Video. Wir haben ja gezeigt, wie wir es eingezogen haben. Und dann haben wir es ganz spät am Abend aufgetan. Und wir sind dann zusammen mit dem Gabriele heimgefahren. Und während dem Heimfahren war er so nett und hat das alles angefangen abzuschneiden. Und jetzt bin ich extra noch so verblieben, dass wir hier auf der Seite, ich weiss, ich sehe jetzt absolut nicht, haben wir einen Seitenschneider. Und der ist noch der Grund da, weil da hinter mir, ihr seht aber hier, hat es noch einen letzten Faden und den gehen wir jetzt abschneiden. Das heisst, da hinten die Steuere auf. Jetzt kommt der spannende Moment. Und somit wäre offiziell das letzte Kabel abgeschnitten. So wird jetzt auch der letzte Teil vom Sternenhimmel abgeschnitten. Und es ist ungewohnt, mit so einer grossen Kamera wieder im Auto rumzuhantieren. Aber wenn man jetzt mal hinten reingeht, also das ist jetzt die Sicht, wenn man da hinten ist. Und ich finde, es sieht mega nice aus. Das Ding ist jetzt einfach natürlich in der Garage ein bisschen Licht. Und das kommt nicht ganz 100% zur Geltung, aber ich finde es trotzdem mega, auch wenn er funkelt. Und man sieht jetzt vielleicht da hinten, da geht ein bisschen da, in diesem Bereich ist es ein bisschen verdichtet. Und wenn es gefühlt geht, fällt es immer ein bisschen mehr aus. Über dem Fahrersitz haben wir ein bisschen weniger, dass es ein bisschen weniger stört. Aber generell ist das richtig cool. Momentan ist es einfach am Faden zwischen 7 Farben, die er hat. Und jetzt muss ich euch den absoluten Hammer zeigen. Wenn wir nämlich da noch einmal einsteigen und da oben dran haben wir ja die Sonnenabweiser, wie es immer nennen. Und das finde ich der absolute Hammer, dass wir da drunter auch noch haben. Und das kommt halt so extrem zur Geltung und du erwartest das nicht, gerade wenn es dunkel ist am Abend und du mal das Ding runterklappst, es flasht einfach zu Herzen. Das Gleiche gilt auch für hier. Das haben wir hier noch einmal runtergemacht. Und jetzt zeige ich euch das Ganze noch, was es noch sonst kann. Wir haben da zu der ganzen Anlage, haben wir da, wenn ihr das scharf stellen, das nette Bedienfeld bekommen. Fernbedienung, zum einen haben wir das On, Off und dann die Möglichkeit heller oder dunkler. Dann die verschiedenen Schnellfarbauswahlen. Also kann ich jetzt zeigen, das wäre blau, das wäre rot, können aber auch pink machen, aber auch orange machen oder ein grün. Und dann gibt es die verschiedensten Modus. Jump, dann wechselt es zwischen 3 Farben. Dann kann man eben mit diesen Knöpfen Geschwindigkeit einstellen. Und da gibt es noch die verschiedensten Möglichkeiten zum Einstellen. Ich weiss, es ist gerade absolut scharf und fokussiert. Danke dafür, Kamera.
dann gibt es die Möglichkeit, dass man auch da kann, eben das Fade. Dann würde er jetzt zwischen allen 7 Farben, die wir haben, wechseln. Und jetzt seht ihr, jetzt hat das Licht abgeschaltet. Und jetzt kommt das Ganze viel mehr zur Geltung. Wenn es wirklich absolut dunkel ist und man auch von draußen nichts mehr sieht, kommt das viel mehr zur Geltung mit dem Himmel. Und theoretisch kann man auch noch weiß machen, aber ich finde weiß, ich war gar nicht so krass finde ich so das Blaue. Das flasht, finde ich jetzt fast am meisten. Und das Krasse ist natürlich auch, dass man den Motor an und an machen kann. Das heisst, wenn ich jetzt die Taste drücke, seht ihr jetzt steht alles still, jetzt bewegt sich nichts, wenn ich die Taste wieder drücke, fängt es sich an wieder bewegen. Und das finde ich eben geil. Nachdem wir ja die Box da unten rein versteckt haben, haben wir ja alles aufgezogen. Und das Leuchten macht eben doch einiges aus. Man kann auch da die Geschwindigkeit einstellen von dem Ganzen. Und das finde ich halt doch eben mega nice, weil es gibt so ein besonderes Gefühl, irgendwie, wenn sich das Ganze bewegt und nicht einfach so statisch ist. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch cinematische Aufnahmen davon. So sieht das Ganze jetzt natürlich von außen aus, wenn es jetzt ein bisschen dunkler ist. Also ich weiß nicht, wie gut man es jetzt sieht, aber man sieht es glaube ich ein bisschen. Es ist jetzt einfach natürlich ein bisschen dunkler, weil er das Licht abgestellt hat. Aber jetzt ist das Problem eben natürlich, dass man hinten ein bisschen die Rücklichtung sieht, natürlich, wie jetzt der Rückwärtsgang drinnen ist. Aber man sieht trotzdem ein bisschen etwas scheint unten. Aber so schlimm ist es eben gar nicht, wenn man sich es eigentlich vorstellt. Aussen ist natürlich Mutterseil allein von der Autobahn. Dann sieht es ein bisschen anders aus, wenn wirklich alles dunkel ist. Aber sobald es ein bisschen Licht uns draussen hat, ich weiss, ich sehe mich jetzt auch absolut nicht, aber sieht man eigentlich nicht wirklich krass etwas davon. Ich habe ja gesagt, ich erzähle euch die Vor- und Nachteile. Also, was hilft, einfach Angst und so das Gefühl hat davon, dass man abgelenkt wird. Wenn ich persönlich als Fahrer unterwegs bin, ich spüre gar nichts davon. Also klar, ich merke, dass oben dran bei mir hell ist. Solange ich das nicht mit der Musiksteuer verbinde und voll einen auf Power gebe, dass es richtig blinkt und macht und tut, ist das absolut kein Problem. Dann als Beifahrer ist es sicher cool und was ich sicher sagen kann, wir haben das jetzt einfach aufgetan, das Dach, ganz auf und dann einfach anfangen abschneiden. Geht völlig, es schaut vielleicht zum Teil, es spielt aus, das Problem ist, sobald man anfängt rumzudrücken und die ein bisschen reinrutscht, kann man die schlecht wieder rausziehen. Aber anleimen geht nicht, wir haben es probiert mit Heißleim und die brechen dann sofort, weil es natürlich zu heiß wird. Darum ist das jetzt so für uns die beste Möglichkeit, wie das alles hebt. Und bis jetzt habe ich wirklich kein Problem damit, also von dem her kann ich bis jetzt eigentlich nichts wirklich Negatives darüber sagen. Es ist mega cool, macht einen super Eindruck und ist natürlich auch immer eine Überraschung, wenn man erwartet, dass man eine Seat Ibiza im Sternenhimmel drin ist. Nicht Menge, von dem her ja. Ich bin mega happy und auch froh, dass ich jetzt das halt zeigen konnte, weil ich habe immer halt versucht, möglichst wenig davon zu preisgeben, wenn ich irgendwie mit der Kamera unterwegs bin. Und jetzt ist es offiziell soweit. Ihr habt gesehen, wie der Sternenhimmel aussieht. Und ich bin mega happy. Wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es sehr wirklich kurz behalten ist, weil eben, es gibt nicht viel zu zeigen. Ich bin momentan hier in dieser Garage recht eingeschränkt und es ist schon, wie gesagt, spät am Abend. Zeigt es wieder, Daumen nach oben. Und habt ihr noch Fragen oder auch Anregungen, die man ich machen soll im Auto, schreibt es unten in die Kommentare. Und für die, das ist jetzt eine kleine Ankündigung in Eindruck, das eigene Sache, die gerne Gaming schauen und ein bisschen Comedy-mäßig, geht doch unbedingt mal unter in der Beschreibung vorbeischauen. Dort habe ich euch meinen Gaming-Kanal verlinkt. Dort lade ich jeden zweiten Tag momentan ein Minecraft-Let's Play zusammen mit dem Silizio, wo sicher definitiv schauenswert ist. Und wir sagen, wir sehen uns in 2 Wochen wieder zu einem neuen Video. Hoffentlich dann wieder pünktlich. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Bis nächstes Mal.